Wir haben zwei Geschwister eingeladen. Wir geben ihnen Fragen, die sie einander stellen können. Und wir sind gespannt auf ihre ehrlichen Antworten. Tim und Anja. Erkläre einen Insider-Joke, den wir haben. Ein Insider-Joke. Ich sage nur. Ja, aber du musst dir noch erklären. Also, wenn ich wütend auf dich bin, dann imitierst du eine Babykatze und ich kann nicht wütend sein. So einfach geht's. Machst du einfach immer. Mach mal. Kann man nicht mehr wütend sein. Ja, schön, ja. Also. Was ist deine lustigste Kindheitserinnerung mit mir? Oh, schwierig. Lustigste Kindheitserinnerung. Ich muss zurückdenken. Vieles von den Geschichten halt, die wir erzählt bekommen. Das ist eine lustige... Also generell unsere Spielturniere, die wir hatten, unser Ehrgeiz, im Sinn von, ist jetzt nicht eine lustige Geschichte, aber nein, das kann ich nicht bringen. Oder was findest du immer witzig von meinem Verhalten oder irgendetwas Also von der Kindheit? ich liebe es halt als kleinen Bruder, dich ein bisschen zu triggern. Und Beispiel beim Kickern, also auf dem Döckele, beim Kickern, jedes Mal, wenn du so weit vorne bist und ich dich dann bei 8 Punkten noch aufhole und du kurz vorm Ausrasten bist, ja, das ist lustig. Ganz kurz, genau. Genau, ja. Wenn fast auf den Tisch fliegt, ja, dann... Ja. Einmal atmen. Wieder runterkommen, genau. Okay. Ja. Oh, ich bin dran, hä? Okay. Was möchtest du mit mir mal noch erlebt haben? Schwierig. Ja, ich glaube, also ich finde halt allgemein, ich finde es so schön, dass wir es so gut haben und ich glaube, die Zukunft bringt sehr viel. Also ich glaube, es gibt nicht so ein spezifisches Erlebnis, das ich jetzt machen möchte oder erleben möchte mit dir, sondern allgemein das Leben weiterhin teilen zu können, wie zum Beispiel, wenn wir mal Familien haben, dann dort so spezielle Zeiten zusammen zu haben und auch einfach als Geschwister wieder irgendwo weggehen zu können. Vielleicht auch Urlaub oder keine Ahnung. Ja, aber ich habe jetzt nicht so ein spezifisches Erlebnis. Habe ich mir schon Voll. gedacht, aber das Ja. ist, stimme ich zu. Ja. Nice. Welche Comic-, Film- oder Bibelfigur gleicht in meinem... Was? Irgendeiner Form. Irgendeiner. Ich habe irgendwie... Okay, ja, voll. Welche? Comic oder was war alles? Es war Comic, Film oder Bibelfigur. Bei dir, ja. Vielleicht wirklich, mir ist gerade der Name entfallen. Erzähl einfach mal, vielleicht kann man es dann. In der Geschichte, das Baby, das aus dem Fluss. Mose? Ja, genau, stimmt, von Mose, ja. Wie hieß sie? Die Frau, die Mutter. Ja, einfach so, die ihn aufgenommen hat Ja. und dann wirklich so fürsorglich für ihn gesorgt hat und Oh, ja, einfach so schön. da war, auch wenn es niemand gesehen hat, so, ja. Schön. Danke, Genau. danke. In welcher Lebenssituation war ich dir eine Stütze? Jetzt geht's ab. Ich glaube, in meiner Teenie-Zeit vor allem,
wo es für mich manchmal nicht ganz einfach war. Ich habe das Gefühl, ich war immer so ein bisschen die rebellisch war in irgendeiner Art. Und ich glaube, du hast mich extrem unterstützt, weil du mich nie verurteilt hast für irgendetwas. Du warst immer da und du hast immer wieder die Freude reingebracht, die mir manchmal gefehlt hat. Und ich glaube auch oftmals, du hast so eine feinfühlige Art und du hast mir in so vielen Momenten, als es mir schlecht ging, mit Kleinigkeiten eine riese Freude gemacht, wie zum Beispiel, wenn ich traurig nach Hause gekommen bin, ich auf mein Bett geschaut habe und du einfach so Kinderbuenos und ein Kärtchen gemacht hast. Ich hoffe, es geht dir bald besser. Das sind genauso diese Sachen, die mich extrem geprägt haben und ich bin dir sehr dankbar dafür. Genau. Sehr gerne. Was an mir hat dich am meisten gestärkt? Ich glaube, dein Selbstbewusstsein und deine Verbundenheit mit Jesus, dass du einfach so deine Identität jetzt bewusst bist. Also eben in der Teenie-Zeit hast du gesagt, war ein bisschen teilweise drunter und drüber. Schwierig. Aber jetzt je länger mehr, und weil ich ja jetzt auch momentan bei dir wohne, sehe ich wirklich, wie du so unglaublich standhaft in deinem Glauben bist und einfach nicht aufgibst. Und es hilft mir so, dass du auch so mutig bist mit deinen Entscheidungen fürs Leben. Auch bezüglich der Zukunft und wirklich Sachen auszuprobieren und ich sage jetzt mal nicht weltlich zu denken und möglichst auf die Sicherheitsschiene zu gehen, sondern du gehst wirklich, wenn Gott sagt, mach das, dann sagst du vielleicht, kein Bock, aber ich mach. Du musst jetzt durch und wie bei meiner Geschichte jetzt, das was kommt, hat mir sehr geholfen, dass du das wie so Schritte vorangegangen bist. Ja. Danke. Und du? Schon wieder. Ja. Ja, ich habe macht Sinn. Gut. Welche Eigenschaft wird meine zukünftige Frau an mir lieben? Ganz viele. Das ist ein bisschen egoistisch, diese Frage. Nein, das nicht ist selber geschrieben. Wertschätzung. Ich glaube, ganz vieles, zum Beispiel das Lustigsein, du bringst so viel Freude ins Leben, aber ganz speziell auch deine fürsorgliche Art, glaube ich, und dein liebendes Herz. Du bist sehr dienend, du spürst extrem schnell, wenn es jemandem nicht gut geht, und du unternimmst dann etwas dagegen. Du bist wirklich sehr unterstützend und du schaust wirklich für das Wohl für deine Umgebung. Also ich glaube, in der Familie wirst du mega so für das Wohl in der Familie sorgen. Und das findet man nicht überall. Also ich finde, du hast wirklich eine mega Stärke in dem, dass du für das gehst. So, du siehst den Mensch dahinter, du siehst die Emotionen und das ist mega schön. Danke. Danke vielmals, ja. Jetzt bist du. Nein, ich muss auch denken. Fokus. Wo sollte ich mehr von mir halten oder stärker an mich glauben? Puh. In deinen Fähigkeiten, also generell, dass du wirklich die Sachen kannst, die du machst und nicht einfach jemand bist, der mal ein bisschen so macht, sondern du kannst das was du machst und da braucht es keinen Zweifel mehr und wirklich keine mehreren Überlegungen, sage ich jetzt mal, sondern so von selbst überzeugt sein, dass man etwas machen kann, oder wie? Ja, also du brauchst keinerlei Zweifel an dir selbst, sondern du bist genau gut so. Und einfach mit deinem Leben, wir sind Menschen, wir machen nicht alles perfekt, aber es ist wirklich das ist schwierig zu sagen mit den Worten. Einfach, du machst so viel so gut und das ist für dich so selbstverständlich, dass du immer die Exzellenz suchst. Aber du bist schon so nahe dran und du kannst wirklich so stolz auf dich sein mit dem, was du machst, weil du machst eben so viel so gut. Genau. Ich hoffe, das war die Frage gut. Ja, gut. Okay, welchen inneren Kampf oder Schmerz würdest du mir gerne abnehmen?
Ja, ich glaube, es hat schon mit unserer Familiengeschichte ein bisschen zu tun. Es ist schwierig zu sagen, weil ich möchte hier nicht ins Detail gehen, was so alles war, aber ich glaube, das hat unsere Großmutter auch immer gesagt, so, sie wünscht uns ein heiles Vaterbild und ich glaube, das ist allgemein auf das Familienbild bezogen. Und ja, ich wünschte mir, dass ich dort diesen Schmerz abnehmen kann, weil ich habe das ja auch, wir sind dort zusammen durchgegangen und es ist nicht ein einfacher Prozess, es kommt immer Stück für Stück hoch und ich sehe ja auch deinen Schmerz in dem und das macht mir selber auch weh und ich glaube, das würde ich gern abnehmen. Ja. Ja, da muss ich selber durch, aber ja. Sehe ich, danke. Du? Nein, ich habe gerade... Ich? Ja. Super. Du hast geantwortet. Wie hat Jesus schon mal durch mich zu dir gesprochen? Ganz oft. Eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, viel mit dieser Vorbildfunktion, wie du vorausgegangen bist, dass das wie ein Zeugnis ist, das ich auch für mich annehmen kann, dass er versorgt, dass er hier ist, dass er einen Plan hat. Und auch ganz viel durch Ermutigung, durch das Leben, das wir halt zusammen als Geschwister führen. Du hast so viele weise Worte schon für mich gehabt und die einfach weitergegeben, auch wenn es mich vielleicht in dieser Situation nicht einfach viel die anzunehmen, aber also doch, du hast eine sehr weise Art und die habe ich schon viel von Jesus Ermutigung bekommen, sagen wir es mal so. Genau. Ja. Schön. Ja, definitiv. Du. Ja. Schon die letzte. Was ist meine größte Geistesgabe? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Freude und die Freude weitergeben zu können. Also das ist eigentlich eine Frucht vom Geist, das ist nicht die Geistesgabe. Aber ich glaube auch, du bist sehr viel mit Weisheit unterwegs. Also ich habe das Gefühl, dass du dir viele Gedanken machst, du überdenkst vieles, was natürlich positiv und negativ sein kann, aber ich glaube, du bringst sehr viel Weisheit mit, wenn du unterwegs bist. Und ich weiß nicht, ich kann nicht so eine spezifische sagen, weil es ist alles, ich meine, wir haben auf alles Zugriff. So. Aber ich glaube, Weisheit ist schon etwas vom Größten oder auch Ermutigung. Ja. Ich glaube, du bist sehr, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, du bist sehr ermutigend. Du sprichst einem zu, wenn es einem nicht gut geht. Und das machst du aktiv. Du machst es nicht irgendwie passiv. Und das habe ich auch schon in deinem Umfeld gesehen, dass du einfach einen sehr positiven Einfluss hast auf die Leute. Sie kommen zu dir mit Problemen, wenn sie etwas nicht verstehen und sie finden immer Anhalt, also einen Punkt bei dir, wo sie wissen, du bringst Vertrauen, du schenkst ihnen Vertrauen, du urteilst nicht, sondern du ermutigst sie weiterzugehen. Und ich glaube, das ist so etwas vom Größten. Voll. Danke. Welche Wahrheit sollte ich mir tief im Herzen verinnerlichen? Du bist geliebt von Gott und genauso geschaffen, wie du sein solltest. Und du bist vollkommen im Geist. Du bist wirklich parat. Du bist ja, also wirklich so. Du bist geliebt, du bist angenommen. Du bist vollkommen, du bist geheilt, du bist gesund. Und auch mit einer weißen Weste ummantelt. Und der Feind kann dir nichts anhaben. Und niemand kann dich da rausnehmen. Niemand. Ja. Voll. Danke. Ich würde sagen, das ist so. Nehmen wir. Ja. Nehmen wir. Gekauft. Nice. Top. Ja. Amen, fertig. Amen, tschüss.